Tagtäglich wird Ihnen präsentiert von Click & Care, der Online-Shop für professionelle Haarprodukte und Kosmetik mit Gratislieferung. clickandcare.ch. Ist Ihr Chef ein emotionaler Eiszapfen? So trocken wie Armeezwieback? Sieht der nur sich? Teilt er gnadenlos aus und bei der eigenen Kritik ist er eher ein Mimösli? Ganz klarer Fall. Ihr Boss ist ein Narzisst. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum heutigen Tag täglich. Es erwartet Sie ganz eine spannende Sendung. Denn jetzt kommt der Hammer. Der Psychiater, Arzt und Buchautor Reinhard Haller behauptet, dass die Selbstverliebtheit sogar Karriere fördert. Kein Wunder ist sein Buch «Die Narzissmusfalle» ein besserer. Herr Professor Haller, ganz herzlich willkommen in Zürich. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sind hier in der Schweiz, da können Sie offen sprechen. Hatten Sie auch mal so einen Fiesling als Boss? Ich denke, es hat jeder Mensch narzisstische Anteile und natürlich bin ich davon nicht verschont geblieben, im Übrigen auch nicht selbst. Aber Narzissmus ist ja an sich nichts wirklich Schlechtes. Es kommt immer auf die Dosis drauf an. Wir dürfen davon nicht zu wenig haben, dann sind wir neurotische Menschen, ich-schwache Selbstwertzweifler. Aber wir sollten auch nicht zu viel haben. Und bei den Chefs, bei den Bossen ist es schon so, das muss man sagen, natürlich sind das nicht alles jetzt nur Karrierenarzissten und sind nicht alles nur Monster. Aber Narzissmus ist ein Karriereförderer, lange Zeit, weil eben diese Eigenschaften von sich selbst begeistert sein, andere für sich einnehmen zu können, rücksichtslos sein, zielstrebig sein, am Anfang zumindest behilflich sind. Im Lauf der Zeit kann sich das allerdings umkehren und zum Gegenteil werden, weil irgendwann einmal haben die Menschen, die Gefolgsleute natürlich genug, dass sie immer entwertet werden, zynisch behandelt, rücksichtslos übergangen, dass ihre Meinung nichts zählt. Das schlägt zurück dann, irgendwann an einem Punkt. Das schlägt zurück. Die Wissenschaft hat es sogar relativ genau erforscht. Sie hat gesagt, also der Narzissmus ist am Anfang eine Karrierechance und man sollte vielleicht 10 bis 15 Jahre tatsächlich einen Narzissten als Chef haben. Das bringt ihn und das Unternehmen in die Höhe. Aber dann müsste man ihn knallhart hinauswerfen, weil dann das, was der Narzissmus anrichtet, für das Unternehmen schädlich ist. Sie sehen, meine Damen und Herren, Tipps im Tagtäglich gibt es auch für Verwaltungsräte. Also haben Sie so einen Narzisst so etwa 10 Jahre schon an der Spitze vom Unternehmen, wird es langsam Zeit. Jetzt haben Sie gesagt, Narzissmus an und für sich ist ja nichts Schädliches oder nichts Verwerfliches, aber in einem gewissen Ausmaß. Wie viel Prozent darf es denn sein? Oder wo ist die Grenze, wo das krankhaft wird, schädlich für die Umgebung, aber auch schädlich für den Narzissten selbst? Wenn wir uns fragen, was Narzissmus überhaupt ist, dann glaube ich, dann kann man ihn am besten beschreiben anhand von 5 großen E. Also an erster Stelle steht die Egozentrizität. Also der Narzisst ist natürlich ein Ichling ersten Ranges. Sein Lebensprinzip ist Icher, am ichsten. Die Ego-AG, es sind eben diese Menschen, die im Mittelpunkt stehen, die sozusagen Kritik gar nicht kennen, sondern nur Urteil, was sie sagen, ist richtig. Es gibt keinen Zweifel. Ein Narzisst wird niemals sagen, das Essen schmeckt mir schlecht, sondern das Essen ist schlecht. Und er wird niemand sagen, mir gefällt das Gemälde, sondern das Gemälde ist, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, in Stein gemeißelt, ist fest. Also es ist alles auf ihn gerichtet und alles, was er tut, ist wunderbar und großartig. Also er ist das Zentrum der Welt. Jawohl. Eigentlich. Der absolute Mittelpunkt und alles rundum ist Straphase. So ist es. Aber mit der Egozentrik allein haben wir es nicht getan. Er ist leider auch extremst empfindlich. Also der Narzisst ist hart im Austeilen, aber ein Mimöschen im Einstecken. Und jede Kritik ist für ihn ein Gräuel und selbst jeder konstruktive Vorschlag ist für ihn ein Hammerschlag, eine Majestätsbeleidigung, sodass er das Drittje andere Menschen auch stets entwerten muss. Niedermachen, niederdrücken. Wir können vielleicht sagen, der Narzisst ist im Prinzip ein schwacher Mensch. Er braucht drum diese großartige Fassade, er braucht drum das Lob wie ein Süchtiger, seine Droge, aber das ist nichts Echtes. Und weil er eben schwach ist, ist er im Prinzip ein Einäugiger. Und was macht der Einäugige? Er muss die anderen zu Blinden machen, also er muss sie ständig entwerten.
Der Narzisst hat keine Einfühlungsfähigkeit in die anderen. Es ist ihm nicht möglich, sympathisch zu sein, empathisch zu sein, in den Schuhen des anderen zu gehen. Er denkt nur an sich selbst. Und so haben wir also ein komplexes Bild, das im Menschen vorhanden ist, eine psychische Urkonstellation, die überall eine große Rolle spielt, im Privatleben, besonders natürlich im Beruf und ich denke auch zunehmend als gesellschaftliche Grundstimmung. Jetzt erkenne ich einen gewissen Widerspruch. Einerseits diese komplexe Charakterstruktur und die könnte ja eigentlich ein Beweis sein, dass das ein sehr sensibler Mensch ist an und für sich. Weshalb funktioniert es mit der Umgebung nicht? Weshalb kann dieser sensible Mensch nichts weitergeben und schlussendlich auch keine Signale aus der Umgebung empfangen? Weil der Narzisst, wie Sie richtig sagen, absolut sensibel ist, aber nur für sich selbst und für alles, was Bezug zu ihm hat. Hingegen fehlt ihm jegliche Sensibilität für das Fühlen, für die Ängste, für die Grenzen der Mitmenschen. Und das macht ihn im Prinzip so gefährlich unter Umständen. Also es ist nicht jeder Narzisst gefährlich, aber wenn das Maß zu viel wird, dann kann es natürlich ein Gräuel sein. Und wir müssen vielleicht noch etwas sagen. Narzissmus wird in der Regel übersetzt mit Eigenliebe. Aber der Narzisst ist gar nicht fähig zu lieben. Er kann niemanden lieben, andere nicht, aber auch nicht sich selbst. Also ist es eher Eigenhass? Es ist im Prinzip tiefenpsychologisch Eigenhass, es ist aber in erster Linie Eigensucht. Das heißt, wie der Süchtige diese Vordergründigkeit der Droge braucht, die ihm ja auch kein echtes Gefühl gibt, keine wirkliche Emotion. So braucht der Narzisst Lob, 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 Anerkennung, weil er sonst eben an seinem schwachen Ich, an seinen Zweifeln, an seinen Ängsten zerbrechen würde. Jetzt höre ich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt sagen, das ist alles hochinteressant, genau so ist mein Chef. Und jetzt erwarte ich aber von Professor Haller ganz konkret, wie soll ich mit diesen Typen schlussendlich umgehen? Soll ich sie ignorieren? Soll ich sie kritisieren oder soll ich gleich kündigen? Was sehen Sie als Psychologe, als Psychiater für eine Möglichkeit, damit man es mit denen überhaupt aushält? Also wir müssen zunächst einmal unterscheiden, ist es nur eine narzisstische Reaktion, die jeder von uns vorübergehend hat, beispielsweise im Alkoholrausch, wo wir uns ja auch ganz großartig und einmalig und alle anderen für minder bemittelt halten, oder denken wir uns nur, wenn wir am Steuer eines starken PKWs sitzen, wo alle anderen im Straßenverkehr es nur wagen können, vor mir zu fahren und nicht gleich auf die Seite zu gehen, bewunderungspflichtig. Also solche Reaktionen sind heilbar. Die kann man auch reflektieren. Wenn jemand Narzisst durch und durch ist, als eine wirklich narzisstische Persönlichkeit, dann wird es schwierig, das muss ich zugeben. Aber es gibt einige Möglichkeiten, wie man damit gut zurechtkommt. Man kann den Narzissten, fürchte ich, nicht heilen, aber man kann sozusagen seine eigene Haut retten. Und solche Hinweise, die ich den Zuschauern vielleicht geben darf, die wären, man muss zunächst einmal sich der Faszination des Narzissmus entziehen. Der Narzisst fasziniert die Menschen. Er nimmt sie lange Zeit für sich ein, bis sie eines Tages das Gefühl haben, ich möchte mehr sein als Jubelknecht, als Speichellecker, als Ja-Sager. Und dann setzen sie sich von ihm ab und dann wird es einsam unter Narzissten. Also Dialog mit einem Narzissten, das ist praktisch unmöglich. Sie haben irgendwo mal gesagt, das seien eigentlich Patienten in Anführungszeichen, die Sie nicht behandeln möchten. Also kein Psychiater möchte Narzissten auf der Couch. Da beißen Sie sich sogar als Top-Experte die Zähne aus. Ja, das muss man sagen. Der Narzisst kommt natürlich zunächst einmal über Jahre gar nicht zum Psychiater, weil in seiner Großartigkeit, was wird er es notwendig haben, zum Seelenklempner zu gehen. Nie und nimmer, wenn er dann also vielleicht... Seelenklempner, das ist schön. Wenn er dann unter Druck der Gattin, die sich vielleicht scheiden lässt, oder dass die Mitarbeiter sagen, wir halten das nicht mehr aus, dann doch kommt, dann hat er zwei Strategien. Entweder er entwertet den Psychiater, Sie haben ja keine Ahnung, Sie tragen nicht einmal Krawatte oder dergleichen. Und das haben Sie konkret erlebt. Also schlussendlich hat der Narzisst das Gefühl gehabt, er müsse Sie therapieren. Der Narzisst hat zu mir zum Beispiel gesagt, kennen Sie denn nicht diese neue Studie aus London, wo drinnen steht, eine Psychiatrie wirkt nur, wenn der Psychiater auch Krawatte und weißen Mantel trägt und Sie kommen einfach so daher. Oder er verbündet sich mit dem Psychiater. Aha. Er sagt, wie wir beide ja wissen, meine Frau und so weiter, das ist die pathologische.
Also das ist die Begegnung des Psychiaters mit dem Narzissten. Für unsere Zuschauer, glaube ich, ist Folgendes noch hilfreich. Sie sollen sich dem Duft des Narzis, dieser Aura, die er ausstrahlt, entziehen und sagen, ich bin auch ich, weil der Narzisst verströmt tatsächlich um sich so ein Gefühl, ich muss den bewundern, ich bin schuldig, ich habe den gekränkt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das erkennt und sich daraus löst. Dann denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn man hinter dem brüllenden Chef und hinter dem Wüterich-Narzissten das schreiende Kind sieht. Eigentlich denke ich, der spielt nur diesen Bösen, im Prinzip ist er ein hilfloses Wesen. Das ist ein wunderbarer Tipp. Also man muss sich vorstellen, das ist das quengelnde Kind. Der quengelt, weil er etwas nicht bekommt und das geht alles vorüber. Also ja, nicht als Erwachsener sehen und raufschauen an dieses Monument. Das ist absolut richtig. Und was ich vielleicht noch als Tipp geben darf, der Narzisst ist sehr süchtig auf Lob, Anerkennung, Bewunderung. Einem Süchtigen darf ich natürlich nie die Droge für heute auf morgen absetzen. Dann wird er gar nicht zu mir kommen. Ich kann nicht einem Heroinisten, der 2 Gramm spritzt jeden Tag, plötzlich 0 geben. Das hält keiner raus. Und auch der Narzisst wird das nicht ertragen, wenn man ihm kein Lob gibt. Und darum, so paradox es jetzt klingen mag, geben Sie dem Narzissten am Anfang echtes, authentisches Lob. Das braucht er sozusagen wie einen Bissen, der Verhungerte. Und nur dann haben Sie überhaupt eine Chance, zu ihm einen Zugang zu finden, dass er Sie ernst lässt, dass er Sie herankommen lässt. Ich bin allerdings Psychiater, Psychotherapeut, wofür ich mich manchmal entschuldige. Weshalb? Ja, das ist ein berüchtigter Beruf. Oh, nein, wir kommen noch zu dem. Sie sagen ja auch, wenn ich noch auf die Wirtschaft ganz kurz zu sprechen kommen darf, Sie sagen ja auch Investmentbanker zum Beispiel, die sind besonders anfällig und man findet dort so besonders viele Narzissten oder diese Boni-Empfänger, die keine Grenzen kennen. Wie analysieren Sie denn da Narzissmus? Man hat an der Wirtschaftsuniversität in St. Gallen eine Untersuchung gemacht, diese Gruppe, Professor Ernst Fehr, und hat herausgefunden, dass die Persönlichkeitsprofile von psychopathischen Verbrechern und von Brokern an der Börse erstaunlich parallel sind. Im Prinzip ident. Nun muss man dazu sagen, das ist im Prinzip keine ganz neue Erkenntnis. Das hat man schon in den 1920er Jahren, haben das die Psychiater schon beschrieben, dass Psychopathen und sehr erfolgreiche Karriereleute im Prinzip in vielem übereinstimmen. Der einzige Unterschied ist, die einen verstehen es, ihre Triebe, ihre Tendenzen, ihre narzisstische Persönlichkeit im sozialen Wünschen, im zugelassenen Bereich auszuleben und die anderen tauchen ab ins Kriminelle. Was nun diese Weggabelung bedingt, das muss man sagen, das ist bis heute nicht bekannt. Aber es ist recht brüchiges Eis. Also da gibt es nicht ganz große Dinge, die schlussendlich entscheidend sind. Es kann so laufen oder es kann so laufen an dieser Weggabelung. Das muss man so sagen und das ist dann letztlich auch, weshalb der Narzisst sich in vielen Fällen selbst zu Fall bringt und in diesen großen Wirtschaftsprozessen und Korruptionsprozessen sieht man das, weil irgendwann einmal wird er keine Kritik mehr zulassen. Das heißt also, wenn jemand ihm auch einen wohlmeinenden Ratschlag gibt, der nicht einmal ein Schlag ist, sondern etwas gut gemeintes, das wird er nicht aushalten. Er entwertet diese Menschen, er entfernt sie aus seiner Umgebung und kommt dann zu seiner irrtümlichen Meinung, ja, mich kritisiert eh keiner, es ist ja alles recht, was ich tue. Und dann schafft er sich seine eigenen Gesetze, da muss er keine Steuern mehr zahlen und dann sagt er, ich werde ja nicht so blöd sein wie alle anderen und dann hebt er ab. Das nennen wir dann den narzisstischen Höhenrausch und der endet nicht selten im Absturz. Wir haben über die Wirtschaft gesprochen, wir haben über das Privatleben gesprochen, Narzissten schlussendlich in Chefpositionen. Ja, und Herr Professor, die Politik? Sind Sie da sehr, sehr verbreitet, diese Typen? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil wenn wir ehrlich sind, haben die Politiker, denke ich mir, doch immer wieder so
Zeiten dazwischen, wo sie geerdet werden. Also wenn wir in Facebook oder in irgendein Forum schauen, der Politiker wird ja mit dem Shitstorm überströmt. Er ist draußen vielleicht auch bei seinen Wählern und muss sich alles Mögliche anhören. Also der Politiker hat, denke ich mir, für einen Narzissten auch zu viele negative Rückmeldungen. Also Wähler sind eigentlich nie Speichellecker. Die nicken nicht, sondern die strafen ab. Ja, und wenn jemand das nicht aushält, Kritik und so weiter, dann glaube ich, wird das ein Beruf des Politikers nicht ohne weiteres ergreifen. Also insofern muss ich auch einmal eine Lanze für Sie brechen. Ich denke, beim Politiker ist eher die große Gefahr, dass er keine psychische Schwäche zeigen darf. Wir haben beispielsweise in der Politik eine enorm hohe Burnout-Rate, aber er darf nicht einmal drüber reden, nicht wie jeder andere zum Arzt gehen, zum Psychotherapeuten, weil er fürchtet, er könnte dann nicht mehr gewählt werden. Und das zweite Problem, das ich bei den Politikern sehe, das ist eher, dass hier häufig Menschen mit doch Stimmungsschwankungen verbunden sind. In der Schweiz haben sie auch, es waren zwar keine Politiker, aber in diesen hohen Wirtschaftskreisen diese unerklärlichen Suizide gehabt. Ich glaube schon, das sind Menschen, die im Prinzip in ihrer Stimmung langfristigen Schwankungen ausgesetzt sind. Wenn sie gut drauf sind, schaffen sie Enormes, können Betriebe in die Höhe führen, sind absolute Vorbilder und Menschen, mit denen man sich gerne identifiziert, dann wird es plötzlich ruhig um sie, sie verschwinden und im Prinzip haben sie dann so eine depressive Phase und dann kann es unter Umständen zu Verzweiflungstaten kommen. Sie haben vorhin gesagt, ich bin nicht nur beliebt, ich bin Kritik ausgesetzt. Das ist eine maßlose Untertreibung. Sie haben solche Shitstorms erlebt. Das ist geklagt worden, weil Sie ein Gutachten gemacht haben in einem Erbstreit. Sie sind kritisiert worden, dass diese Gutachten alle wissenschaftlich schlussendlich nicht das Gelbe vom Ei sind und so weiter und so weiter. Wie gehen Sie selbst mit dieser Kritik um als ein sehr renommierter internationaler Gerichtsgutachter? Ja, ich muss sagen, zwischenzeitlich hat sich das Ganze ja gelöst, aber ich war tatsächlich einem Prozess Stalking ausgesetzt. Also man hat mich über ein Dutzend Mal in riesige Verfahren verwickelt. Man hat meine Gutachten überprüft an allen möglichen Instituten in Basel, in Berlin, in Hamburg. Also ich bin sicher der am meisten begutachtete Gutachter und kann zwischenzeitlich sagen, ich habe das überstanden. Aber man muss sagen, das ist natürlich schon extrem belastend. Das ist ja gar keine Frage, wenn es um so große Werte geht, wenn das Renommee geschädigt wird, auch über die Medien. Aber das ist ein gewisses Berufsrisiko. Ich war immer überzeugt, dass ich keine Fehler gemacht habe, was sich auch herausgestellt hat. Und insofern habe ich das ganz überstanden. Und ich muss sagen, wir Psychiater lieben ja den Rollenwechsel, das Rollenspiel. Und es tut einem vielleicht einmal ganz gut, wenn man nicht nur immer auf der Bank des Experten sitzt, sondern auch einmal auf jener des Angeklagten, des Beschuldigten. Das ist eine neue Erfahrung. Sie haben große Erfahrungen gemacht als Gutachter. Josef Fritzl, der hat 24 Jahre lang seine Tochter gefangen gehalten, mit ihr 7 Kinder gezeugt. Der hat sie beigezogen für ein Gutachter. Für ein Gutachten. Dieser Fritzl, wie stark war und ist bei ihm der Narzissmus ausgeprägt? Ich denke mir, bei den großen Verbrechern, bei den Einzelverbrechern, wir müssen hier immer unterscheiden, ist es eine Terrorgruppe oder eine Bande oder eine mafiöse Struktur oder ist es ein Einzelverbrecher. Aber bei diesen großen Einzelverbrechern, und Fritzl ist einer der größten, das muss man sagen, da spielt natürlich der Narzissmus immer eine große Rolle und vor allem der Wunsch, andere zu beherrschen, also das Machtausüben, das Kontrolle haben. Das ist ja letztlich eine gottgleiche Rolle. Man bestimmt über das Schicksal der Menschen, man bestimmt über Leben und Tod, wie er es getan hat in einer, muss man schon sagen, negativ einzigartigen Weise. Und das hat sich ja nicht irgendwie abgespielt in einem primitiven Land oder in irgendeinem Alpenhochtal, in einem Einnödhof oder dergleichen, sondern mitten unter uns, mitten in der Gesellschaft, mitten in einer bürgerlichen Kleinstadt. Und für mich ist der Fall Fritzl sozusagen das Symbol schlechthin für das ganz normale Böse, das eben unter der Fassade des angenehmen, angepassten Bürgerlichen passiert. Und das darf man auch sagen, der Herr Fritzl ist kein Monster. Der ist kein unangenehmer Mensch. Wenn man ihm begegnet, dann denkt man, das ist ein rüstiger Rentner, so könnte man sich seinen Schwiegervater vorstellen. Und das wirklich einzig Abnorme, was man an ihm finden kann, das ist, dass er seine Tat, die er über so einen langen Zeitraum hin mit höchster Logistik durchgezogen hat, im Prinzip nicht als etwas sehr Schlimmes empfindet, sondern er erzählt halt, wie unser einer sagt, ich bin in den Keller gegangen, um ein Bier zu holen. Er sagt, ich bin in den Keller gegangen, wo eben diese Unterwelt letztlich
grundsätzlich war. Also über all die Jahre hat er sich selbst diese Tat erklärt und nicht mehr als Tat wahrgenommen, sondern als Alltag. Abschließend noch ganz kurz, Sie waren Gutachter im Fall des Amoklaufs in Winnenden im März 2009. Ein junger Täter, der so viele Menschen umgebracht hat, so viel Leid in Familien gebracht hat. Was war für Sie die Botschaft, die dieser Tim Kretschmer schlussendlich abgeben wollte? Die erste Botschaft war, dass das Böse, das Verbrecherische sein Gesicht wandelt. Das heißt, wir hätten uns vor 30 Jahren ja nie vorstellen können, dass es weltweit inzwischen 103 Fälle geben wird, wo ein Junge, es sind meistens Jungen, aus gutem Haus, sie kommen nicht aus sozial schlichten Schichten, die Waffe seines Vaters holt und 15 Menschen erschießt. Und das Verbrechen wandelt sich, es wird auch im Übrigen sich ins Netz verlagern, es wird virtualisiert und es kommen neue Deliktsformen daher. Und die zweite Botschaft ist die Macht der Kränkung. Man kann bei all diesen Schulamokläufern, wie sie ja zu Unrecht heißen, im Prinzip sind es ja eiskalte Massakristen, dass diese Menschen ein zentrales, durchgängiges Muster haben und das ist das Gekränktsein. Mhm. Die jungen Menschen, die haben ja zwei Lieblingsworte heute, geil und cool. Und wir übersehen dahinter, dass hinter diesem Pokerface, hinter diesem Kühlsein im Prinzip extremst kränkbare Menschen stehen. Und diese Burschen, die haben irgendwann einmal, die sind vielleicht etwas linkisch, die fühlen sich in der Klassengemeinde nicht so angenommen, die werden zur Geburtstagsparty nicht eingeladen, die haben keine Freundin und dann wächst ihnen etwas heran. Einmal werde ich es euch zeigen. Euch geht es gut. Keiner erkennt, wie hundsmiserabel es mir geht. Niemand liebt mich. Und jetzt müsst ihr mich wahrnehmen. So ist mit es. Dieser Tat. Und dann sagen sie, einmal werde ich nicht sein. Einmal wird die ganze Welt, wird das große Netz für eine Viertelstunde nach Winnenden oder wohin auch immer blicken und den Atem anhalten. Und das ist sozusagen die Macht der Kränkung, um das wieder gut zu machen, dass hier in mir sozusagen unter Anführungszeichen zerbrochen und verbrochen worden ist es diesen Menschen tatsächlich wert, das Leben für 15 jungen Menschen, das Leid deren Angehörigen und sein eigenes zu opfern. Herr Haller, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses hochinteressante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihre Tochter, die hier noch in Zürich studiert, Sie haben auch einen Bezug zur Schweiz und ich hoffe, Sie kommen bald wieder zu uns. Ganz herzlichen Dank und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich auch morgen starke Nerven mit Ihrem Chef. Einen schönen Abend. Dankeschön. Tagtäglich ist Ihnen präsentiert worden von Click & Care, der Online-Shop für professionelle Haarprodukte und Kosmetik mit Gratislieferung. clickandcare.ch